Thema von der dritten Kampagne das Eis Antwort auf die Krise, eine Sozialantwort auf die Krise. Kurz Introduktion an 3 Punkten. Erstens, wir können nicht akzeptieren, dass die Leute, die am meisten unter Krise schuld sind, den dicksten Preis müssten bezahlen. Mit Lohnverlust, Arbeitslosigkeit und so weiter. Wir akzeptieren noch nicht, dass unter dem Mäntelchen von einer sogenannten selektiver Sozialpolitik allgemein Sozialrechte aufgebaut sind. Zweitens, wir gehen uns nicht zufrieden damit, dass die und den Symptomen herumgedoktert wird und dass die Ursachen von der Krise verdrängt gehen und dass schließlich Business as usual dabei rauskommt. Drittens, ganz kurz, will ich gerne darauf zurückkommen, Krise an Nachhaltigkeit. Es darf nicht so sein, dass Überlegungen zur nachhaltigen Entwicklung, also auch am ökologischen Bereich, Klimakrise, Stichwort, an die Schiedgestalt gehen durch die Finanzkrise. Am Gegenteil, die misst eigentlich dazu führen, Dringlichkeit von denen Überlegungen nach mehr zu unterstreichen. 12 von den Schulmöhren als auch zu Lützeburg enorm hoch. 12 von den Leuten, die eng Arbeitssicher werden, letzten Monat 25% mehr hoch wie EU für drin. Unser Meinung nach besteht akuten Handlungsbedarf für die Arbeitsplätze zu erhalten. Weil wir sind Arbeit Luft verliert, hat große Schwierigkeiten, eine normale Arbeit drum zu kriegen. Die ersten, die losgehen, das sind Leiharbeiter, Interimen und die Leute ohne festen Arbeitskontrakt. Und gerade hierzu hat an den letzten Jahren dramatisch zugeholt. Dafür verlangt die Link bei ihrer neuen Kampagne erstens, den Kündigungsschutz kurzfristig zu verbessern und Interim- und Zeitverträge von Gesetzwegen zugunsten von festen Arbeitskontrakten anzuschränken. Zweitens, alle Betriebe, die Benefice machen oder ihren Aktionären Dividenden ausbezahlen, mit Losungen aus wirtschaftlichen Gründen gesetzlich zu verbieten. Drittens, dadurch durch Arbeitszeitverkürzung ohne weitere Einkommensverluste besser zu verteilen. Viertens, an Europa Sozialmindestnormen zu fixieren, die den Sozialdumping unterbannen. Und fünftens, an sozial- und ökologische Projekte investieren. Wir frohen, Mindesteinkommen und Mindestlöhne müssen über den offiziellen Armutsgrenze liegen. Dafür setzen wir uns an für eine Erhöhung vom Mindestlohn von 300 € für eine Vollzeitbeschäftigung. Und wir verlangen den automatischen Indexmechanismus auf Löhne, Sozialleistungen, auf Löhne, Gehälter, Pensionen, Renten, aber auch auf die Sozialleistungen wie Kindergeld an den anderen, wo sie aufgeschafft sind. Durch die Indexmanipulation von der letzten Tripartite 2006 hat zu Lützeburg allmen, den zu Lützeburg schafft, all Mensch ein halb bis 3/4 Pai Henke gelos, seinem Patron geschenkt. Das darf sich mit der neuen Tripartite nicht wiederholen. Gerade lo muss die Staat und Gemeinden öffentliche Denkstiftungen auf viele Bereiche ausbauen. Schulinfrastrukturen, Ganztagsschulen, Kirchen, Kinderbetreuung, öffentliche Wohnungsbau, öffentlichen Transport, Pflege, von aller Leid, Kultur, Breitensport, Gesundheitsprävention, Umweltschutz und so weiter und so fort. Das ist ein riesiges Aufgabengebiet, was zugekascht, die nicht den einzelnen Bürger berappen muss, mit dem vom gesellschaftlichen Reichtum bezahlt muss gehen. Staats- und Gemeindefinanzen müssen dementsprechend in die Wirtschaft gehen, für das der Staat auch allgemein diese hört, die sie für den Denkst Bürger braucht. Wir brauchen dringend einen breiten Arbeitsplatzbeschaffungsplan für Staat und Gemeinden. Durch Neuerstellungen überall, wo im Moment Leute fehlen. Durch den Ausbau von Denkstiftungen an öffentlicher Hand, Beispiele habe ich vorhin abgezählt, sollen neue Plätze geschaffen gehen. Und noch durch Arbeitszeitverkürzung am öffentlichen Dienst. So können in relativ kurzer Zeit paar tausend Arbeitsplätze geschaffen gehen und da auch Suchen beim Schulmarsch gespürt gehen. Liberalisierung und Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen muss gestoppt gehen und zum Teil rückgängig gemacht gehen. Energieversorgung, gerade so wie Wasserversorgung, Transport, Kinderbetreuung und so weiter, gehören
vierrangig an öffentlich Hand. Hier Privatisierung als reine Profitgrün als Hautmanner zulässig wie je. Wenn ihn von Umverdelung schwätzt, das kann ja mal ein Kehr von Nöwen noch innen, dann als unserer Meinung noch besonders die Security Sozial ein wichtiges Element von dem Mechanismus. Und noch Diskussionen über die Finanzierung der Security Sozial, aber besonders im Placement von der Suche von der Pensionskäse. Das durch die Finanzkrise brennend aktuell dient. Nur 3 Millionen von den Kotisationen sind bei Lehman Brothers hängen geblieben. Das ist mehr wie die meisten Leute bannen an ihrem ganzen Lebenswerte verdienen. Verlust 64 Millionen Aktien bei den Aktiengeschäften, Millionen bei den Aktiengeschäften. Es scheint doch so, als ob die Verantwortlichen aber nicht dabei gelehrt haben. Zu von der Pensionskäse, die könnten noch ernst angesagt gehen. Die könnten angesagt gehen, indem sie gegen Dinge für Arbeitsplätze im sozialen Bereich zu schaffen. Ich gehe nur zurück auf die Justiz. Die Justiz hat von den Gemeinden auch von dem Staat geschwärzt. Ich meine, hier wäre auch zum Beispiel ein Terrain, wo könnten zu investiert gehen. Aber wir waren doch nicht für Wohnungen zu finanzieren. Wir haben ein Wohnungsproblem hier im Land, das kennt ein Mensch. Auch da könnte zum Beispiel Prä für das Syrien zu einem ganz günstigen Tod könnten von der Suche von der Security Sozial finanziert gehen. Eine andere Umverteilung, wo ich aber wirklich als ganz aktuell Mulassneiger will, kurz ausschneiden, das die sogenannten Chèque-Service, auch die Mesure, die geht von der Regierung an allem voraus von als Premier als Mesure gegen Kannerarmut gepriesen. Von den also Stadt mir genau guckt, also schon mengen an mengen Rechenmaschinen selber auch nicht getraut, mit stimmt effektiv, könnt genau der Gegenteil dabei raus. Das ist nämlich die Kanner, deren Ältere gut verdienen, von der mehr wie 4,5 Mal Mindestlohn aus dem Plafond, die profitieren am meisten davon, und noch die Kanner, die nämlich teilweise an einer Crèche sind, par rapport zu denen, die darauf angewiesen sind, für ihre Kinder eben den ganzen Tag an die Crèche zu gehen, weil sie eben müssen oder können oder müssen oder wollen schaffen gehen, auch die müssen mehr bezahlen. Wir sagen dazu, anstatt wie bislang über Chèque-Service zu fahren, soll jeder Kant das selbst kriegen. Und das geht auch nicht so mit Stigmatisierung verbunden gehen, dass nämlich die, wenn den arm ist und sich bei der Gemeinde als arm deklarieren lässt, dem es da sind allmählich Prozeduren, aber muss ich sicher gehen lassen, dann ist sicher, da kriegt ihn doch vielleicht gratis, mit dann ist er aber stigmatisiert, dann ist er am Fichier von den Armen dran, aber wie weiß, wie in eurem rauskommt. Und zusammen müssen wir eigentlich auch gucken, dass, wie gesagt, es möglich ist für den Mantum und Crècheplatz, den noch existiert, wird das eine Gestion am Fongol von dem Mantum, weil es sind nicht genug Crècheplätze da und da kann der Minister so viel Beschädigung machen, wie sie will, ob sie nach 100 oder 200 oder 300 Assistent Parentalen dahinter setzt, da geht nach lange nicht durch für alle Guten, die Kinder, die am Fongolle Recht haben, auf einen Crècheplatz, für das eben abzufüllen. Und auch da so mir, das sind Arbeitsplätze, die können geschaffen gehen, Arbeitsplätze am sozialen Bereich, aber wenn es nicht für 3,5 Euro die Stunde, wie das bei einer Assistent Sozial oder einer Assistent Parental ist, mehr an anständigen, finanzierten Institutionen unter einem Kollektivvertrag, wo anständige Preise bezahlt gehen. Zum Schluss also noch ein Wort zur Nachhaltigkeit. Wir erleben ja an der aktuellen Situation mehr wie eng Krise. Finanzkrise aus der Finanzkrise, Wirtschaftskrise aus der Wirtschaftskrise, Gefahr von einer sozialen Krise. Wir leben noch immer gleichzeitig an den dramatischen Gefahren von der ökologischen Krise, Stichwort Klimawandel, eine Krise, die mit Sicherheit, wenn die Entwicklung nicht gestoppt wird, nach wesentlich mehr verheerende Auswirkungen wird tun wie die aktuelle Finanzkrise. Wir leben an einem System, an dem eine Logik herrscht, wo den kurzfristige Vorteil zielt, wo partikular Interessen zielen, wo eine individualistische Haltung favorisiert wird, an eine Konkurrenz, nicht nur wirtschaftliche Plan, an die auf fundamentalen sozialen Ungleichheiten beruht. Auf eine nachhaltige Entwicklung braucht eigentlich just das Contraire.